Corona, der Todesstoß für ganz viele Bands. Aber für Volksrocks nicht. Genau gleich wie alle anderen hat es uns Fadengrad mit vor an die Schnur gereicht. Corona. Auf das Mal war alles anders, keine Konzerte mehr, obwohl es mir doch eigentlich viel hat auf der Agenda hatte dieses Jahr. Mit Corona zusammen haben wir eigentlich auch ein neues Schaffen bei uns anfangen integrieren. Der Alain hat auf das Mal Zeit gehabt, ist daheim gehockt, hat nicht recht gewusst, dass er mit seiner Freizeit anfangen will, weil er nicht mehr jassen mit den Kollegen in Beiz. Und dann hat er mich mal an einer Probe gefragt, ob er der alte Computer da vom Bandraum, wo das Aufnahmeprogramm und alles drauf ist, darf heine. Ich möchte eigentlich wieder mal ein bisschen produzieren, wie ich das früher noch mal schon ein bisschen gemacht habe. Er hat sich dann daheim so ein bisschen eingerichtet, so ein Mini-Studio im Prinzip. Ich habe nicht einmal gewusst, wie man Stimmen aufnimmt mit diesem Musikprogramm. Also es ist wirklich, ich habe komplett eigentlich von Null angefangen. Und hat mir wirklich für jeden Seich hat mir angerufen, hey, wo muss ich das Kabel einstecken? Also wirklich, umso mehr bin ich eigentlich erstaunt gewesen, was dann nachher ist daraus geworden. Ja, als ich dann die paar Demos ein bisschen probiert habe zu machen mit meinem PC, den ich dort hatte, habe ich das natürlich dann den Jungs gezeigt. Erstaunlicherweise ist das ziemlich gut angekommen. Die Band hat einstimmig entschieden, ab jetzt ich darf die Sachen produzieren. Im ersten Moment hatte ich eine riesige Scheissfreude und im zweiten Moment habe ich nicht gewusst, was da jetzt genau alles auf mich zukommt, aber ich habe das einfach dankend angenommen. Und ab dort haben wir dann wirklich entschieden, dass wir das alles selber machen und auch ohne Plattenfirma weitermachen. Der Simu hat das ganze Administrative übernommen, das Booking übernommen und ich bin per sofort dort für Musik, für das Musikalische zuständig gewesen. Und das hat super funktioniert.